Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig und die Jagd nach Ozzy geht weiter. Der steht die ganze Zeit an der Kurbel und grinst wie dappig. Boah, und grinst so dämlich und gruselig zugleich. Allerhopp, dann gibt es Gewitter verdammt, die verbarrikadieren sich hier. Okay, und die da over? Die verbarrikadieren sich auch physisch. Allerhopp. So. Und der da ohne müsste es eigentlich wieder für Magie empfänglich sein, oder? Für normaler Schläger. Genauso wie der hier. Sehr schön. Okay, dann lassen wir mal Chrono seinen Zug, dass er mal Gewitter 2 ausprobieren kann. Bin ich mal gespannt, wie sehr das reißt. Und hua. Alter, geile Animation. Zieht aber jedem ordentlich was ab. Magieverteidigung ist drin. Dann müssen wir wahrscheinlich so vorgehen. Oh, doch nicht. Sehr schön. Dann noch ein bisschen Eis. Ich mag Eis. Oh, das hat nichts gebracht. Na gut, dann kümmere ich doch mal so um den widerliche Knabe hier. Physische Verteidigung, dann ein bisschen Wasser drauf. Ja, ein bisschen getrellert und Wasser auf die Schnutschlache. Ins Gesicht gekippt und dann haut sich das. Sehr schön. So, was sagst du jetzt? Aber unmöglich. Mal wieder dasselbe, der Hansel. Und kommt jetzt ein Endboss oder was, der uns noch hochholt? Das ist der Gipfel. Ja, eine gut gelaufen, ne? Und Hastgurt gibt's auch noch. Der macht Geschwindigkeit plus 2. Ja gut, das können wir eigentlich jetzt nicht gut gebrauchen. Das ist eher Quatsch. Und... Heieieiei, das gibt's doch gar nicht. Also wirklich, Markus Schloss hat so viele Monster, dass die Aussage von Ozzy am Anfang, dass wir uns gegen die 100 Monster hier zur Wehr setzen müssten, echt nicht untertrieben waren. Ich schätze wirklich, dass ich mich so derzeit durch 50 Monster plus durchgeprügelt habe. Ihr könnt ja mal gern hochzählen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Es würde mich echt interessieren, wie viele Monster insgesamt hier waren. Und ich meine, besonders stark sind die jetzt nicht, aber sie sind nervig. Und vor allem sind sie zeitraubend, wie dieser Jongleur. Der ist durchaus etwas nervenaufreibend. Weil der halt ständig die Verteidigung wechselt, da muss man ständig zwischen magischer und physischer Attacke her switchen. Das ist doch schon etwas nervtötend. Okay. Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Gewitterputze, Angriff und magischer Angriff. Und magisch, ja. Sehr schön. Wir brauchen eine komplette Runde von unserer Seite, um das Vieh hier zu plätten. Das ist schon ziemlich übel. Gut. 9 Tech-Punkte gibt es noch und Frog wird aufgestuft. Das finde ich auch schön. Dann kann er uns aber auch nochmal als Dank Heiler. Glücklicherweise funktioniert das nicht über Abschlappern. Und dann läuft die Geschichte auch wieder. So. Alter Falter. Allmählich wird es echt ätzend. Gewitter 2. Attacke auf den Jongleur. Ah, die zwei ogerartige Viecher heißen jetzt Lakai. Okay, die hat ziemlich viel gebraucht gegen die Lakaier. Dann auf den Jongleur bitte. Dann haben wir den nämlich schon mal geplättet. Also merke, Lakaien sind sehr anfällig gegen Gewitterzauber.
Finde ich aber auch geil, dass jetzt nicht einfach nur Komplize da sind, sondern dass jetzt auch wirklich Lakaien vorkommen. Und dass es nicht wieder derselbe Gegnertypus ist, sondern dass die jetzt halt so Ogre-mäßig dargestellt oder Goblin-mäßig dargestellt wurden. Okay. Wunderbar. Alter Falter. Ich wollte gerade sagen, und noch mal Reihe. Einmal Belebung erhalten, ja? Kann ich gebrauchen. Aber warte mal. Alter, der Gaulader, blinkt doch auch was. Hat doch auch was geblinkt bei den Dinger. Kann ich da nichts nehmen, oder? Nee. Kann ich da eventuell? Nee. Oh, scheiße, wieder in einem Kampf gelandet. Oh, nein. Kann ich fliehen? L und R? Weggerannt. Sehr schön. Das wollte ich jetzt nicht noch einmal. Okay. Gut, ich habe gedacht, wenn es so blinkt, könnte ich eventuell an der Statue ach was reißen. Oh nee, jetzt wäre ich hier, war hier nochmal überfaller. L und R. Weggerannt. Sorry Jungs, aber da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf, zumal ich ja schon Orbe war. Ich mag einfach nur zu Ossi. So, da ist er und lacht schon dämlich. Dann flattern wir erstmal die Truhe hier. Noch ein Nebelrobe gibt's. Und was gibt's hier noch? Ein Magieschal. Die zweite Nebelrobe können wir für Luca aufheben. Und dann schauen wir mal. Nebelrobe und Magieschal. Was macht dann das Ding? Magie plus 2 und die Silberohrringe machen. Weiß ich gar nicht. Gerade mal gucken. Silberohrringe, wer haben wir sie dann? 25% mehr maximale LP. Nee, sorry, also da muss ich auf sowas zurückgreifen. Okay. Nochmal einmal heile für die ganze Runde. Und dann stellen wir uns mal dem Bosskampf gegen Ossi. Du bist dran, Ossi. Har, har, har. Sicher hat Herr Markus bereits die Verstärkung gerufen. Warten nur, bis der Lavus kommt. Oh oh. Ja, gegen den wollte ich nicht kämpfen. Ich bin unbesiegbar, kann Angriffe bei Barriere durchbreche. Okay. Hier können wir auch noch was angreifen. Das ist sehr gut. Na, dann attackieren wir doch die Dinger hier. Da hatte die ganze Zeit irgendwie an... Er hatte die ganze Zeit an den Dinger hier gearbeitet. Eventuell stürzt ihn in irgendeine Grube rein. Was ein Ruf, wo ihr hier erzielt, Kur. Okay. Aber die kann man nicht als Feinde auswählen. Du musst mir einfach nur so gucken. Ich hoffe, das stürzt jetzt ihn tatsächlich. Und? Wie? Okay. Gut, das war relativ gut begreifbar, denke ich. Ich glaube, die Barriere ist jetzt auch kaputt gegangen. Das war ja leicht. Wir müssen uns Domler und Markus finden. Das ist schon etwas enttäuschend, dass es hier keinen richtigen Bosskampf mehr gibt gegen ihn. Aber offensichtlich kämpfen wir gegen Markus. Dann als nächstes, und ich glaube, das sollte ich nochmal vorher Unterkunft nutzen. Damit wir alle MP voll haben. Und dann können wir nochmal das Schloss speichern und dann geht's weiter. Oh, jetzt geht's anscheinend hier in der Keller von dem Schloss. Neugazina Zibazon. Oh. Nun ist die Zeit Kummer. Oh. Tausch mal die Welt gegen... Und da ist er auch. Der ist ja auch so etwas androgyn erkaucht, muss man. Also würde ich jetzt auch mal so sagen. Oh, du betet da anscheinend irgendeine vierarmige, bebrustete Gottheit an. Magus.
Es ist der dumme Frosch. Irgendwelche Prinzessinnen geküsst? Ich mag die Erscheinung und ich verdanke sie dir. Ich habe was für dich. Ah, das Masamune. Du willst sicher gleich benutzen. Der schwarze Wind wird stärker. Zeig mir, was du kannst. Wenn du für die Lehre bereit bist. Gut. Markus, jetzt haben wir es wirklich, der Kampf gegen ihn. Ich probiere es erstmal mit dem X-Schlag und attackiere ihn dann mit Eis. Au, Blockwechsel, nur Feuer schadet. Eventuell hilft dann Eis wirklich ziemlich gut oder ich brauche etwas mit Feuer. In dem Fall habe ich halt echt in die Hose geschissen, wenn ich jetzt nur was mit Feuer brauche. Oh nee. Nur Wasser schadet. Okay. Alter Falter. Der fetzt gut rein hier, der Kerl. Scheiß doch die Wand da. Okay. Nur Gewitter schadet. Na gut, du musst mich wohl noch dem System hier halten. Gibt es anscheinend auch immer ordentliche Bestrafungen, wenn man du versaut. Frog, mach doch mal Heilen auf uns alle. Und Chrono, mach doch mal Gewitter, wenn nur Gewitter schadet. Und nur Feuer schadet. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Da habe ich jetzt leider nichts parat. Das ist etwas ärmlich. Frog, heil nochmal uns alle bitte. Und ich hätte hier Bock auf eine Combo. Und zwar auf der Aura-Wirbel. Sehr gut, das können wir sogar noch machen, bevor er A greift. Und ich probiere es einfach mal. Wird nicht wenig, ja, nur Feuer schadet. Scheiße, nach wie vor. Frog, du musst leider auch nochmal heilen. Dann muss ich jetzt nochmal machen, damit ich der Attributsschade, damit ich der Elementschade wieder ändern kann. Nur Gewitter schadet. Okay, das kriegen wir hier. Gut. Geysir vermindert Lebenspunkte. Na, Chrono. Scheiße. Aber es hat nichts geändert. Ich probiere jetzt mal Gewitter 2 aus. Mal gucken, ob das jetzt mehr Schaden macht. Also 200 noch was. Ja, doch, tatsächlich. Nur Schatten schadet. Also wie es aussieht, beherrscht er jedes Element. Dann heilen wir uns nochmal alle und Chrono wird nochmal speziell hochgeheilt. Oh, der fetzt richtig hier, der Gegner. Magus ist tatsächlich so mächtig, wie ich gedacht habe. Und wenn nur Schatten schadet, Schatten und Feuer haben wir halt nicht im Repertoire mit drin. Müssen wir so, nur Feuer schadet. Ach, das haben wir nicht drin. Das war jetzt natürlich doppelt in die Hose geschissen. Heil nochmal alle. Chrono drauf. Und dann schauen wir mal, was dann das nächste Element sein wird. Ich hoffe mal Eis. Nur Feuer schadet. Scheiße. Das kann ich ja gut heißen. Aber offensichtlich ist es sowas wie Feuer 2 oder was der dann wirkt. Und nur Gewitter schadet. Damit kann ich dienen. Boah,
Boah, Mann, also der beherrscht wirklich jedes Element. Das ist hier der Herr der Elemente, wie es aussieht. Und sein Seelezauber scheint wohl auch hier die LP permanent abzuziehen, wie ich da jetzt beobachtet habe. Bei der Artzeige von unserer LP. Einen Schluck Wasser trinke. Passend dazu schadet auch nur noch Wasser. Alter Falter. Gut. Dann warten wir auf eine Combo, die nur Chrono ausführen kann. Und zwar... Quatsch. Was hast du dann? So, Combo. Ich will der Aura-Wirbel. Und ich will, dass du Wasser auf den wirkst. Boah, das wird jetzt auch ein sehr zäher Kampf, weil wir nicht gerade besonders viel Schaden machen können. Bei der anderen haben wir hier so 300 bis teilweise 600 pro Runde abziehen können. Und bei dem ist es wirklich schwierig. Und ja, es sind offensichtlich die 2 Zauber, die er wirken kann. Die Stufe 2 Zauber von der Elemente. Jetzt kriegt er noch, dasselbe Zauber um die Schnutschlacher. Und wir machen immer Heilung. Eis hat er hier gar nicht mit dabei, sehe ich. Nur Wasser. Ah, doch. Nee, wieder nur Wasser. Wobei das halt eher noch Eis aussieht und nicht noch Wasser. Gut. Wobei Wasser... Ich probiere jetzt einfach mal was. Könnte es sein, dass halt da Achmaler Wasserelement hat, dass du Eiszauber auch funktionieren. Von daher probieren wir es jetzt einfach mal aus mit Eiswasser. Ich mag es einfach mal ausprobieren, ob das wirklich viel bringt jetzt. Oh ja, sehr schön. Und Magus riskiert einen Zauber. Probieren wir nochmal Eiswasser, wenn es immer noch wirkt. Und... Sehr schön. Wir sollten nochmal Heilung wirken. Hoppla. Irgendwie bin ich stark dafür, dass wir Heilung nochmal wirken sollten. Dann macht ihr beide nochmal Eisschwert auf den Hansel. Wenn wir nach wie vor beim Wasserelement sind, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn der jetzt so lang für einen Zauber braucht, dass das 200 Lebenspunkte oder so wegreißt für alle. Und er zaubert immer noch. Antimaterie, Markus' stärkster Zauber. Ja, mit sowas habe ich gerechnet. Mit sowas Bösartigem habe ich doch hier durchaus gerechnet. Okay, Aura-Wirbel bitte auf alle. Erstmal wieder Hochheiler. Boah, okay, aber er scheint immer noch gegen Eis anfällig zu sein. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, was das hier für ein Zauber war. Chrono, mach doch bitte nochmal das Eisschwert auf den Typ. Eventuell bringt sowas, wenn er immer noch gegen Wasser anfällig ist. Ja, sehr schön. Offensichtlich ist es jetzt bei Wasser stehen geblieben, da jetzt noch die fette Zauber wirkt. Technik, Combo, Eisschwert wieder, das zieht ziemlich viel ab. Und dann nochmal Wasserfall hinterher. Das noch reißen wir aber wirklich schade hier bei dem Kerl. Wir können es auf jeden Fall gebrauchen, weil der steckt jede Menge Ei. Antimaterie wieder Magus' stärkste Attacke. Boah, Mann. Dann hieß jetzt erstmal wieder Hochheiler. Boah. Combo Aura-Wirbel und du machst nur mal Heilen auf uns alle. Und dann sind wir erstmal wieder versorgt. Sehr gut.
Dann sind wir so wieder aus der Gefahrenzone raus, dass der Zauber uns alle eliminiert. Und er riskiert wieder Antimateria. Okay, mein lieber Freund. Eisschwert und Wasser. Boah, Mann. Der hält jede Menge aus hier, der Kerl. Aber Eisschwert können wir jetzt nehmen, das kostet so viel MP. Dann müssen wir erst einmal ein Äther Medium nehmen. Und dann machen die halt nochmal Eiswasser. Eventuell bringt es ja auch wieder mehr. Und 428. Und wieder Antimateria. Meine Fresse. Dafür geht's wieder auf die Washing. Aber ich glaube, jetzt ist er generell einfach wieder arg greifbar hier, der Typ. Aura-Wirbel und Heilen. Ist eigentlich auch recht gut die Technik, dass man hier nochmal sich gut hochhält. Deswegen bin ich immer dafür, mindestens einen Heiler mit dem Team zu haben. Und da Frog, beziehungsweise Glenn, glücklicherweise auch Heilung hat, können wir dort ziemlich gut agieren. Er macht wieder Antimaterie, der Mistkerl. Wow, und das war's. Der konnte hat der Restgeber 1500 Erfahrungspunkte, bringt er 15 Tech-Punkte, gibt dann 3000 Gold. Dazu werden noch Chrono und Male aufgestuft. Und was kommt jetzt? Die Flammen gehen aus. Ich habe mir in die Knie gezwungen. Was hast du mit Masamune gemacht? Was? Ist es Lava? Oh, Entschuldigung, ich denke, das wäre wieder Maler. Ist es Lavos? Schlechtes Timing. War nicht gerade jetzt auf. Aufwache? Du hast ihn geschaffen. Idiote, ich habe nur gerufen. Seit geraumer Zeit lebt er in der Erde und entzieht ihr Kraft, wodurch er immer stärker wird. Was? Was geschieht? Tor? Wenn ihr nicht kommen wärt. Chrono? Oh. Ja, er hat offensichtlich versucht, ihn zu beruhigen und zu versiegeln. Und jetzt haben wir anscheinend das alles noch schlimmer gemacht, indem man das Siegel gebrochen hat. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Ich glaube, damit haben wir alles verschlimmert. Chrono. Chrono. Ja, ich wach auf, Chrono. Ich glaube, das ist wieder die Mutter. Aber ich denke, damit haben wir die Zukunft total verhunzt. Ah. Liebling, du kommst zu spät zur Erwit. Huch, wenn die jetzt Kai hat oder was? Ich habe vergessen, wie schwer Lenas Glocke klingeln kann. Oder ist das jetzt sei Mutter oder sei... Hä? Chrono, wir können meinen Papa nicht länger auf der Tasche liegen. Such der Erwit. Was zur Hölle ist dann jetzt passiert? Chrono! Chrono, 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 Chrono! Ups. Chrono wach? Ayla. Ayla, seltsamer Traum gehabt, zu mystische Berge gegangen, alle dort liegen verletzt, ich zur Hütte getragen. Magos. Frisch lecker, Ayla essen dürfen. Gott bewahre, Mädel. Ach ja, wo ist denn der Blauhaarige? Wo der Blauhaarige sein? Nur ein Stück von der Blauhaarige vielleicht schmackhafter? Er ist entkommen. Aber wenn nicht Markus Lavos erschafft, wo kam er her? Lavos? Keine Sorge, ihr Ausruher schwer verletzt. Alle Hopf, dann sind wir wieder bei ihr gelangt. 65 Millionen, das ist wahrscheinlich die einzige Zeit, wo wir noch irgendwas drehen können.
Oh je, oh je, oh je. Und die Kino wieder. Chrono, okay, einer beschäftigt. Laruberdorf-Suche. Zusammen Reptide bekämpfen. Reptide töten oder wir sterben. Kino! Was los, Ruhe? Chrono, Ausruhe. Na, dann bald brennen. Na gut, dann würde ich mal sagen, das gucken wir uns dann morgen an bei Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wo wir viele Frohe auf den Grund gehen müssen. Was ist mit der Zukunft passiert? Was ist mit Markus passiert? Und wie sieht die derzeitige Lage aus? Und das werden wir morgen erkunden. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.